Sie weten wat VIP is, dat zijn de wichtigste ja's wat we hier bijna haben. En ken ik er een president, den wordt immer VIP genannt. So hier in de kerk zijn de Kinder onze VIP's. Dat zijn de mensen zoals Jezus, wat dicht bij ons hoort zijn. Wenn Jezus läuft Kinder, en wenn Jezus Kinder läuft, dann da wie auch, wenn es wieder so ist. So, dat schijnt sich so, dat nu dat eine Predigt, waar ik al 3 weken versucht te predigen, daar waar ik van jou dat endlich mal gerne losworden. Predigen, mal jünd vertalen. En dat noemt zich daarom, dat verder, ik geloof 3 weken krijg, dan moet ik me rijden voor een thema. En dan komt er was bij zinnen en zo overs. En dan den zinnen en zo overs, weil we zullen een gebedstijd hier hebben, den zinnen. Wenn ab 45 wordt een evangelisme zijn. Er wordt evangelisiert worden. En gisteren hier ik, dat een van de jongens, niet zo Albert, een van de jongens heeft gezegd, dat krijg je, der heeft zich bekeerd, dat is Jezus aangenomen. En der zat van jou hier sogar in onze midden. Een applaus. So, we hebben van jou sogar vroeg al hier van den evangelisme van 3 weken terug, zo wunderbar is God. So, Halleluja, preis dem Herrn. En sowieso de laatste paar weken, weil we sehr stark, dat dus sehr veel wat je beet, paar weken eier direct reden over een bedende kerk, er krijgt dan, en dan dat we ook beden, den zondag. En voor een zondag wil ik dan waar van dat predigen, en dan komt Jake naar mij en vraagt, had gisteren zo over een predigt bij de Jugendkrankenzaal zich hier brengen. En ik zei, wenn wat niet, so, dat wordt dan hastig aangesmeten. So van jou, wenn keiner nu nabrand en een andere predigt brengen wordt, dan word ik dan wieder met deze merken. Johannes 17. Wer immer seine Bibel mehr hat, die kann abschließen. Johannes 17, dort ist, wo wir die meiste ganze Zeit waren. Wer weiß, was Johannes 17 ist? Ein sehr wichtiges Kapitel. Wir haben den Hang-up. Johannes 17 ist Jesus in Gebet. Amen. Das ist, wo Jesus für dich und für mich betet. Wenn du nicht weißt, wo du beten kannst, dann kannst du von Jesus lernen. Heißt der beste Lehrer. Lese das Kapitel, dann musst du in Deilten beten haben. Das ist ein wunderbares Kapitel, Johannes 17. Und dort ist, wo Jesus für dich und für mich betet. Wir wollen von dir im besten lernen, ich habe mir seinen Titel genannt, so aus Jesus zu beten. Wir werden wahrscheinlich von dir auch nicht zu eng merken. Ich glaube, das wird nächsten Sonntag wieder gehen, vielleicht auch noch 2 Sonntage. Aber wir wollen ein paar Dinge lernen, von wo Jesus beten lernt. Wisst ihr, dass die Jünger, die Frauen nicht Jesus, wo machen wir das tun, wo machen wir das tun? Weet je wat ze zeiden? Jesus, leer ons beden. Dat is wat ze van Jesus weten willen. Dat is de vrouw wat ze aan Jesus horen. Herr Jesus, wo moet we beden? Wo gaan we beden? En dan merkt Jesus een model voor. We kennen het model beden, maar we kennen ook andere beden. Maar dan merkt hij een model wo te beden. We waren van jou niet van dat reden, maar we waren van jou van een van Jesus, van zijn een van de laatste gebeden wat hij hoorde. En ik wil eerst met een paar andere zaken aanvangen. Wie bij het 17e kapitel 9 gaan. Wil ik aanvangen met in Johannes 16, dat kapitel door ver. Toen zegt dat zo, Johannes 16, vers 24. Bet nu heb je niets in mijn namen gevraagd. Vraagt en je worden krijgen. Dat je dat aan keine vrede veld. Amen. So, vraagt en je wordt je gegeven worden. Dat is een verspreken wat niet eenmaal, sondern wat, ik ga nu niet geteld, maar ik geloof 3 of 4 maal je in zelfs buik, in Johannes buik, gemerkt wordt. Vraagt en je wordt je gegeven worden. Vraagt om eigen woord en je wordt het gegeven worden. So, dat we, zoiets ik weet je, dat we het laatste maal wat Jezus dat zegt. Vraagt en je wordt je gegeven worden, omdat je dat am nichts fehlen wird. Dat je dat aan keine vrede fehlen wird. Jesus wir sogar am dort noch bedeutet, dass wir würde Frieden haben. So, weil wir einmal Gott danken sei für das Wort, und dann gehen wir wieder. Jesus, danken, dass wir das Wort uns nehmen können. Ich danke dir für deine Jen, was hier ist. Ich danke dir, dass wir von deiner Bibel uns, dass wir schaffen können, dass du einfach immer
durch den Heiligen Geest, die uns kommen ist mit dem Wort. Und ich bete, dass dein Wort hier wirklich in uns von dir wohnen kann. Mocht du uns durch und durch ernähren, uns Hort, uns Gedanken, unsere Seele. Und wir nehmen einfach das Wort nicht zu uns Frucht in dem Wort gegeben worden. Und wir wollen, ich bete, dass keine bei sich Macht, keine bei sich Gefühl, keine Depression, irgendwas hier uns unternehmen kann, sondern wir sind einzig allein unter dem Wort und wir nehmen das an und sei die Dankeschön. In die Namen Jesus. Amen. So, Frucht in dem Wort gegeben worden. Ein Prediger, hij had bij een ander land eingeladen worden. En dan hadden ze ver, das Prediger dann wurden abgehauen en predigen. Hadden ze door in den Pastor zijn office nog een gebedstijd gehad. Dat is in een ander land passiert. En als ze dan, dat we een paar minuten ver, dat we alle aanvangen. En als ze alle door het beden doen, dan, als ze alle Amen gezegd hebben en los kunnen willen, dan is de pastor, wat de pastor is van de kerk, we checken den zij voor 4 jaar eingeladen prediger aan. Nou, wat is los? Is er irgendwas aardig? Is er irgendwas passiert? Hast du eine Vision gehad? Wat is los? Dan zeg ik, ja, nou, du bist aber sehr berufen mit Jesus Frau. Also du bist sehr, du weißt sehr viel bei Jesus der Frau. Also du gehst gleich noch und sehr, du bist gleich durch Hand und freist. Und hij had hem bloß angekeken, nou ja, de Bibel sagt, versprecht je ons dat meer eenmaal vraagt en wat je geeft worden. En Jezus zegt es dit in een paar kapitel in Johannes 11, vers 41 en 42. Toen zegt Jesus dit, dat is een moment wo hij Lazarus vom Dood abweiken hat. En dan zegt Jesus dit, Johannes 11, vers 41 bij 42. Dan nemen zij den Stein weg, dus wenn Lazarus abgeweikt wird, en Jezus kijkt in de heg en zegt, Vader, ik dank die dat u mij geheerd hast. En ik weet dat u mij immer heerst. Ik dank die dat u mij geheerd hast en ik weet dat u mij immer heerst. Krijg zo'n gebed met dat kunnen doen en met bidden. We kunnen de leer of de weg van Jezus in leven voor ons aannemen. Jezus zegt sogar in de Bibel, we zullen zijn voetstappen nagaan, we zullen hem als een model nemen. En hij zegt, Vader, ik weet dat u mij nu geheerd hast en ik weet dat u mij immer geheerd is. Zo een kost u weten, wanneer u en ik bidden, dan kunnen we immer im Verrückt weten, hij heert ons en hij erheert ons en hij beet met ons met. Dat is sogar hij wat voor ons aanstonden heeft. En we weten ook dat, ik geloof u was het weten, wenn u was al irgendwem geheerd aan te bidden, dat hij wat immer bij ons vielleicht zei, im Namen Jezus dit, im Namen Jezus ja, niet zo? En hij zegt ook, vraag in mijn naam wat immer je willen, en je woord dat je geeft worden. Nu weer dat ook in de Bibel, zagen mensen in Apostelgeschichte 19, dat Paulus, die wir sehr berufen mit einer Frau, die wir sehr peinlich mit einer Frau und sehr dries mit einer Frau. Und Paulus, die hat ein Gebetsleben und da passierte sehr, sehr viele Sachen. Und dann sagt er im 16. Kapitel, dass sogar Paulus in eine Schnäppeldecke war der Raum geschickt und so wieder. So, wenn er sich den Schweiß aufgewaschen hat, dann die Menschen waren geheilt durch den Schweiß oder durch das Schnäppeldecke, wann dort nur die anderen Menschen kommen. So, nu sind die Menschen durch in seine dat des Paulus beobachtet. Wo deed hij dat de mensen geheild waren? Wo deed hij dat bij zijn eerste uitmaakt? Wo deed hij dat Jan passiert? Wo was dit? En ze merken dus immer des Paulus immer, der redet immer von diesem ein Jesus und der redet immer von dem Namen Jesus, soll das passieren? Ja, im Namen Jesus, im Namen Jesus. So, das kommen auch, das sind die Sehens von Hohepriester und sie sagen, im Namen Jesus, von dem, was von Paulus immer redet, soll das passieren, weil sie bei sich erst uitdrijven. En ze gaan zo dries en ze zeggen, im Namen Jezus van den wat Paulus aan reden deed. En weet je wat de bij zijn eerste terug zei? De bij zijn eerste zegt aan, Jezus kan ik weet wer Paulus is, maar wer zijn je? Wat wil ik met dit zeggen? Wanneer du en ik im Namen Jezus beten, dan brauchen wir nicht bloß wir im Namen Jesus. Wanneer du en ik im Namen Jesus beten, dan dragen we eerstens de kracht van Jezus in ons. We dragen de naam in ons. Hij
es ons raden, ons heiland, hij woont in mij binnen. Zijn Heilige Geest, es valt in mij binnen. En durch diese Kraft sage ich im Namen Jesus. Ich versuche nicht an Jake, ich versuche nicht an Oberum, ich versuche nicht an den anderen seine Kraft mir anzuhören. Jana, du hast ja seine Bedenschaften, an den seine Kraft will ich mir anhören. Nu soll das passieren. Die bei Jesus waren nicht gegangen. Jesus selbst macht in ons leven. Jesus die Namen brücken, wie gleich einmal dort essen in Rezept, dort wo moet ik die weer zeggen, wo moet ik im Namen von Jesus den Apperstonen und den Christen und dat, wie gleich wie moet ik dan fijn het Rezept von weer, wanneer ik die weer alle wat zei, dan wordt het passieren. Weet je, dat vangen jaren uit, dat Rezept von der rechte weer te zeggen, im Namen Jesus so und dit en Jan hingen noemen dort, dat is niet wat hier gemeint is. In der Bibel, wann dort seht, im Namen von Jesus zu reden, es ist von einem sein Namen zu reden, wird in den seine Meinung zu reden, aber wo er feile, aber wo er denken. Dort ist ein bisschen so, als ich sehe ein Pastor. Nochmal wird abgedreht. Dus wenn man sagt, wir haben hier ein Meeting, wir wollen ein Weihnachtsfest merken, und wir wollen een beeld merken. Dat is niet passiert, aber dat Kinderheim, wie we gaan, dat Kinderheim El Shaddai soll op het Weihnachtsprogramm zingen. Dat moet even een fijne idee zijn, wanneer dat niet zo. Maar ja, daar wollen we nu niet van reden. Dan wordt hier in een meeting gemerkt, wordt gezegd, Eduard, kost u naar El Shaddai voeren, in de naam van de kerkvrouw, als ze hier zingen willen? Verstoor je wat ik meen? Dat is niet dat ik zei nu, im Namen von niet leven, waar je hier zingen, sondern ik zei, ik breng wem met, ik in die meinung, zoals die dat willen gaan. Zo zei ik dat. Wanneer ik bede doe, im Namen Jezus, dan is het wichtig dat ik dit woord kan. Wenn woord. Dat is wichtig dat ik de Bibel kan doe, wanneer ik im Namen, wanneer ik in de meinung, in gevoel, in wo Jezus denkt dat beden wil, dan moet ik weten wat hij denkt dat. En dat is wat het bedient im Namen van Jezus te bidden. Dat is dat te feilen, dat te denken en zo als hij te denken en in die namen te bidden, in die meinung te bidden. Dat is Jezus zijn hart te bidden. En dan is het op zijn autoriteit te draaien. Want we hebben Jezus in ons, daarmee hebben we de autoriteit. En zoveel langer, zoveel dollar we laten deze autoriteit in ons wonen, dan kunnen we ontvangen aan te worden dat we kunnen in zijn naam bidden. En dat we zijn autoriteit draaien. Ik had wat zeer interessant is, een kleinigheid, maar ook een grootheid. Ver nacht, dan houdt onze Flora, die besonders aan 1 maart, so vielleicht von klok 5, wanneer er opstond, huisde en huisde, dan is een baby daar een kind aan eerst, dat huisde dan, en dan sloop hield dat, dan huisde dat waar, en dan hield dat zo ouder, je weet de krijg van wat hij redt. En gisteren zo over, zoals we dan de kinderen je geschikt vertalen daar en beden daar, nu ben ik am arm daar, en ganz opstellen, zeg ik, Jezus, deze nacht niet. Deze nacht niet huisde. En ik am arm daar en reed daar, en zo omstellen, bed ik en bij onabluides. En dan vroeg ik Jezus, wat zal ik doen? Zal ik nog wat andere doen als beden? Oké, een zippel op een half snijden en in een bad leggen. Dat is wat ik zal doen. Dat is wat ik van God verstand. Ik geloof vielleicht ik crazy, maar ik dan zie, dan goed. So ik hol een zippel, snijd het op een half en lede in een bad. En dan vroeg ik, zal ik nog een, wie had zo'n damp, wo die kosten Eukalyptus oil, oder so was nennen jij, en ik zo, wat voor de dans da, zijn staat. Zal ik dat nog aanmerken? So, no, niet nodig, plus een zippel richt toe. So, en ja, Jezus is zo, die vertaalt me aan. So, ik verstand van Jezus, een zippel, dat is wat ik doe zal doen, en dat je beet, hoe dat we dat doen. So, blijf je, de half je huis deze nacht, zero. En ik zie loodslop ik en die heb je stonden. So, die posten, de versen kan je niet zeggen. Hij niet gravard, maar van klok 12, bed klok 12 en van klok 5 aan, die tijd heeft je niet je huis. So, dat is de autoriteit wat we in ons draaien. Du draagst in die. Wanneer du Jezus hast, dan draagst du die. En besonders über die ene Kinder, wenn du bist der Priester. En so, wanneer we Jezus, dan kunnen we zijn naam, kunnen we brood bekennen. Dan kunnen we beden en we kunnen im Namen Jezus
in zijn Meinung, in zijn gevoel, in zijn hart met ons trouw, aber dann brücken wir auch sein Name Jesus. Nochmal, dann weil wir, schämen wir uns vielleicht, wenn es das Name Jesus, wie weiter dort, wann wir den mittrauen und wann wir den Namen fallen lassen. Dort ist ein Down, als dort in Bolivien ist, dort ist ein Down, als dort in Kanada ist, dort ist ein Down, als dort in Asien ist. Wenn der Name Jesus fällt auf die ganze Welt, dann ändert sich irgendwas in der Atmosphäre. Immer, wenn wir den Namen Jesus brücken, dann schert sich irgendwas. Dann ist irgendwas, oder Menschen yes, oder nicht. Aber du hast den Namen Jesus. Und du dreigst ihn mit dir, und du kannst ihn brücken. Eine Rechtlichbrücke, eine Berufsbrücke. Und wenn du sagst, aber hey, bei mir schafft nicht alles, merk wieder. Frau, bete, leer dit kennen. Dann weißt du, was du beten, wo nur sein Hart zu beten. Und dann fängst du dort an, in die zu drehen und zu glauben. Und das ist wunderbar. Wenn es die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 16, dass wir sollen mit Vertrauen für seine Gnade drankommen. Nicht so, oh Jesus, vielleicht ja, vielleicht nicht. No, wenn wir für seine Gnade drankommen, dann kommen wir mit Vertrauen. Und dann sagt er, und er wird der Hauptschäke, du wirst neidig fehlen das. Kommt mit Vertrauen, die Gardine ist zweierräte. Du kannst nur Jesus kommen und du kannst mit alles fair am Reden. Und weet je wat veel meer is? Für mich merkt das immer sehr Trost und wichtig, dass ich weiß, dass Jesus für mich betet. Wenn ich kann, für meine Kinder versichert zu beten, ich kann das und ja, und ich weiß, der Herr Jesus lehrt mich und ich kann durch den Herr Jesus beten, all diese Sachen. Aber ich weiß zu guter Letzt, dass Jesus verspricht mir, dass in Römer 8, dass er in ein paar andere Städte auch, dass er wird anstehen für mich. Er wird mein, in einer anderen Stadt sagt, dass er wird mein Abogado sein, er wird mein Rechtsanwalt sein, er wird kicken, er wird anstehen, dass ich das kriege, im Glauben, was ich das kriege habe. Jesus selbst wird für mich beten. Und weet je wat, Jesus hat das bewiesen, dass er für die und mich betet hat. Und Jesus wird es in wohnen Zeit. Jesus ging beten für die und mich, als er auf dem Weg zum Kreuz war. Nur dem, dass er das letzte Mal gegeten hat, das ist das Abendmahl, was wir von dir feiern, dass wir Stunden vor seinen Tod, dann geht er raus zum Beten. Und er nimmt seine Jünger mit. Und du passiert das Gebet von Johannes 17. Ich will in 16. Kapitel anfangen zu lesen. In Johannes 16, Vers 32 und 33 sagt das so. Der Titel kommt. Johannes 16, 32 bis 33. Der Tijd komt en er zal hier dat je worden verstrijd worden. So de jongen worden verstrijd worden, want hij wordt gekriegt worden. En jeder für sich en worden mij allein laten. Aber ich zie nicht allein. Der Vater ist bei mir, sagt Jesus. Das habe ich ihnen alle doorheen gesagt, dat je in mij vrede haben. In deze Welt heb je Angst, was ziet je troost. Ich habe jeden diese Welt gewonnen. Amen. Ich habe jeden diese Welt gewonnen. Und dann fängt er an zu beten. Das ist das Gebet, omdat je een verstel kan, je kan ook in een uur te merken. Dat is het Gebet, wo Jesus wist, dat hij niet bald sterven. Dat wir nicht eine Surprise, dass wir nicht dort am verviert haben, nu mal zu sterben. Wenn es immer war, sagt Jesus, dort erst noch nicht Zeit. Und weet je wat er sagt? Diesen Tag sagt Jesus, du am 32. Vers, der Tijd ist gekommen. Jesus selbst sagt, nu ist die Tijd en ik word für die sterven. Und er geht wirklich um Kreuz. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Jesus ging nicht bemusst, Jesus ging wirklich. Und die Tijd, hij was nu ist die Tijd gekommen. Und in der steht, dass er floot hat und für sich uitgekleed, waar er für sich dit, er ja te doen. Weet je wat Jesus deed? Hij geht und betet für die und für mich. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht herrlich, dass wir in Jesus haben, wo sich kümmert in seiner Not für mich? So viele Mal, wenn wir in der Not sind, dann glaube ich, niemand sich das Bild an mich drehen. Nu kann ich nicht um anderen denken. Ich muss sagen, wenn du mit Depression leidest, dann check nur andere Menschen. Das ist bloß das noch ein Bonus. Alle Menschen, die mit Depression, Angst, Not drijven, schwere Sachen haben,
Merk eine Multit von einer anderen Person. Go vor und hoik en hof van een andere persoon. Wanneer du aan anderen denkst in een zware tijd, dan kannst du leichter doorkomen. Jezus heeft ons Beispiel verraten. En hij deed in de zwaarste tijd. En er steht bloß an sich, denke ich, bete für die und für mich. Johannes 17, 1-5. Endlich, nur das Kapitel, nur das wunderbare Kapitel. Sag ich so. Als Jesus das gesagt hat, kijkt hin Himmel und seht, Vater, die Zeit ist gekommen. Noch einmal, er sagt, Vater, die Zeit ist gekommen. Merkt ihnen sehen herrlich, dass die sehen, die auch verherrlicht. Du hast am der Vollmacht über die ganze Menschheit gegeben, all die an am dort ewige Leben, ich will noch einmal den zweiten lesen, zweiten Vers. Du hast am der Vollmacht über die ganze Menschheit gegeben, all die dort ewige Leben zu geben, die du am gegeben hast. Dort ewige Leben ist das, dort sie die, den einzigen wahren Gott in Jesus Christus, den du geschickt hast, kennenlernen. Ich habe die auf der Erde durch dich verherrlicht, dort ich dort Werk verrecht habe, dort du mir gegeben hast zu tun. Und Vater, nu verherrlich mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir habe, ehe die Welt geschaffen wird. Amen. So, die ersten 4 Verse, wir wollen uns ein bisschen andeilen, dort wir in unserem Kopf ein bisschen Klarheit haben. Die ersten 4 Verse reden von der Radung. Er sagt, nu ist die Zeit gekommen, dass ich die Rade war. Das ist, was Jesus dir sagt. Wenn wir den ersten Vers noch einmal checken, und wenn wir den Taub lesen. So, 1, 2, 3. Als Jesus das gesagt hat, checkt ihn Himmel und seht, Vater, die Zeit ist gekommen, merkt ihnen sehen herrlich, dort ihn sehen, die auch verherrlicht. So, er checkt Himmel und er sagt, du kannst weiter beim Beten, brauchst du nicht einmal raufchecken, du brauchst nicht einmal die Uhr zu merken, du brauchst nicht einmal hängen abheben, du brauchst nicht einmal hängen raufstellen. Das ist nicht einer hat. Aber du kannst nur hochchecken. Wenn wir alle in uns Hand haben, wenn wir nachchecken, dann denken wir an Gott. Ich weiß nicht, von wo das kommt, aber wir alle, wenn wir nachchecken, dann denken wir an den heiligen Gott. Nicht so? Und okay, er checkt nach und er sagt, Vater, die Zeit ist gekommen. Und wenn Jesus sagt, Vater, die Zeit ist gekommen, dann berät er das mit dem Vater, du hast mir geschickt, ich nehme das nicht an, ich will gehen. Das ist nicht wunderbar, ich habe Jesus Dankeschön sei, dass er sagt, die Zeit ist gekommen, dass er die wird raten. Merkt ihn sehen herrlich. Jesus hat die Herrlichkeit gekriegt vom Vater. Und er sagt, ich will die auch verherrlichen. So Jesus will mit seinem Tod Gott verherrlichen. Er will beweisen, dass Gott am Abweichen wird und dass dort ein herrlicher Gott wird, was am wird du durchleiden, durch den Tod und nur Auferstehung. Du hast am der zweite Vers, wenn wir den Wahrheit lesen. Du hast am der Vollmacht über die ganze Menschheit gegeben. All die dort ewige Leben zu geben, die du am gegeben hast. Du hast am der Vollmacht gegeben. Wenn wir das Wort Vollmacht einmal checken. Jesus hat die Macht. Er sagt in Matthäus, das letzte Kapitel, sagt er, mir ist gegeben alle gewollt, im Himmel und auf der Erde. Weißt du, was Gott der Vater hat? Er sagt, Jesus, ich gebe dir die Autorität. Du hast nichts auf dieser Erde, was nicht durch die Nummer wird gehen. Nichts. Ich habe dir die Vollmacht gegeben. So, das ist ein bisschen so eine interessante Geschichte, die ich wundere, für ein Beispiel von der habe. Als wir uns befreien wollen, dann muss einer zivil schreiben, dort einer sich den dort taubschreiben will, lassen, nicht so. Und dort wir nehmen sich sehr Raum, dort ich befriede mich in Brasil, dort nehmen sich sehr Raum, dort wir viel Arbeit, Papierarbeit, die Jugend, weil Jugend befreien will, fangen Zeit an, dort ist nochmal viel Arbeit, besonders wenn man Ausländer ist.
So, ik moest een deel papieren was zaten. Nu komt het dan door een dag van de kasten, wie zeiden, wie willen ons den dag opschrijven laten. Heidi niet. En dan zeiden ze, je moet dat dan aanmelden. En dat moet een paar weken aangemeld. En dat wordt irgendwo in de Zeitung neergeschreven. En dan wordt de vrouw, die als dat kon, oder niet. Dat is in de oude mode, wat dat van eerst maar nog geeft. So, dat moet een paar weken, dat is hier Bolivien krijgt zo. En dan willen we ons dan aangeven, maar we kunnen ons niet per maand im Verriet aangeven. Maar ik wil den dag, wanneer ik me aangeven kan, niet toezetten. Dacht ik, jongens, hoe wil ik dat doen? Ik wil me voor mijn kaas aangeven, dat ik me bevrijen wil. Ik kan me niet aangeven en ik niet toe wil zijn. Wat dat in zijn kaas, wanneer du niet kost toezetten. So, heb je allemaal papieren opgemerkt? Du in der Schrift, dat een andere voor die unterschrijven kan. So, ik moet een andere man de autoriteit geven, dat hij voor mij unterschrijven kan, dat ik me om den dag bevrijen wil. So, ik moet hem de volmacht geven. So, dat is een fijn bijspel. Maar krijg dat de Vader met Jezus. Hij zegt, ik geef die de volmacht. Du kan unterschrijven. Du hast de autoriteit. Over alles. Dat is wat Jezus, wat God de Vader voor ons deed. En weet je wat Jezus zijn volmacht is? Die en mij te raden. Der zegt is dit, du hast hem de volmacht over de ganze mensheid gegeven, al die dat het eeuwige leven te geven, dat du aan gegeven hast. So, Jezus had de autoriteit, al zijn jongeren te zeggen, du hast dat eeuwige leven. En wie zei dan voor een eeuwige leven, dat bedient Himmelnaam, niet zo? Bedient het ook. Maar dat is een zeer kleine poort van dat. We hebben maar lezen, wat is dat eeuwige leven? Ik heb al laten oplezen, de derde vers. Dat eeuwige leven is dit. Dat zij die, den einzigen waren God en Jezus Christus, den du geschickt hast, kennenlernen. Weet je wat dat eeuwige leven is? Jezus kennenlernen. Wanneer du glaubst, du hast am diese 10 Jahre, wat du Christ bist, oder 20 Jahre, Jezus al kennengelernt? No. Du kannst Jezus immer mehr und mehr kennenlernen. Das Leben ist nicht bloß Bekehrung vor dich. Nur die Bekehrung, dann fängt es schon mal so an. Dann gehen die Welt auf, die Uhr fangen an aufzugehen und die fangen an zu sein, was Jesus alles für dich hat. Und weißt du was? Den Tag, wo du glaubst, nu bist du im Himmel angekommen. Nu habe ich Jesus selbst mit meinen Augen gesehen, wo er an einem reichen Konzert und wo er herrscht hat. Nu kann ich am ganzen Gott für immer. Dann habe ich gute Nachrichten für dich. Du warst im Himmel, du hast nicht Zeit. Aber du in der Herrlichkeit, du in der anderen Seite, wirst du am immer und immer und immer wieder kennenlernen. Wenn Jesus es einfach an und schaffen war, das ist ein Applaus wert. Halleluja. So, du wirst nicht bloß hier Jesus in Ängste kennenlernen. Du hast eine Ewigkeit am kennenlernen. Dat sagt, dass die Ältesten stehen verder an und die sagen, heilig, heilig, heilig. Und sie sagen immer, waar sie loben, wenn sie kriegen nicht genug, wenn sie kennen dat nicht uitschappen, was du alles ist in Jesus Christus. So, dat ewige Leben ist viel mehr als, oh, ich will nicht in der Hölle verbrennen. Dat eeuwige leven is Jezus kennenlernen. En weet je wat, dat eeuwige leven is niet bloß dort, nadat dat du hier den Körper verlieren wirst, dat de Körper verungroot wordt. Dat eeuwige leven is hier. Dat eeuwige leven is al hier. Wir sind hier nach Antike gebunden, ja, wie weiter, wie Brücke, wie Seine, wie Pfeile. Aber das ewige Leben fängt hier an. Und du kannst Jesus kennenlernen. Schab. Laat diesen Kron op und laat dich die schälen. Und so viel mehr du am kennenlernen wirst, so viel weniger wird dir dort langweilig sein, am einfach deeper zu kennen. Seine Wege von Denken. Dann hast du auf einmal viel mehr Material zum Beten. Wenn du feilst auf einmal, so ist das gut feilen das. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, dass du mal hängen in Gebet sei im Namen Jesus. Wenn das ist der Name Jesus und das bürgt, das Bet einfach durch dich. Und du fängst an, einfach dort zu feilen, dass dein Hort feilt. Dein Hort fängt so zu schlönen, als dein Hort schlönen wird. Und du fängst einfach an zu kennen, du weißt, wo zu beten. Jesus sagt sogar, er lehrt uns beten.
Dan zegt de vierde vers zo, ik heb het te oplezen. Ik heb die op de eer door derg verhaarlijk. Ik wil bloos eines hier lezen worden, nog eenmaal. Je kan het luid lezen. Ik heb die op de eer door derg verhaarlijk, dat ik dat werk verricht heb, dat u mij geeft hast te doen. Zo, wie weet dat hij had hier nog niet ganz verricht, wenn het weer nog verzien doet. Maar hij weet also dat hij verricht heeft. Wenn hij wist dat hij woord niet omdraaien. En hij zei zo, ik heb die op ieder dag verherrlicht, dat ik dat werk verricht heb. Dat is niet een schande, wat Jezus voor ons deed. Hij ging niet en schämt zich om iets. Hij ging door bovenaan, uit lijf. En hij zei, ik wil dit doen. Ik wil voor je sterven. Ik wil mij handgeven. Ik wil gans doen voor die zijn. En dat weer het werk wat hij gekregen had van God te doen. Maar hij, wie moeten weten, niet bemoest. Hij weer vrijwillig om iets in een graf, in een opstanding, voor die en mij. Vrijwillig, wenn hij ze wil. Niet wenn hij moet. Vers 5. Met mij top waren. En vooral, nu verherrlich mij bij die met de herrlijkheid, die ik bij die had, eer de wereld geschaffen wordt. Zo, halleluja, jo, amen. En vooral, nu verherrlich mij bij die met de herrlijkheid, die ik bij die had, eer de wereld geschaffen wordt. Einige mensen geloven, dat is aber dan uit weinig Bibelerkenntnis, ze geloven dat Jezus komt hier staan op de eerd, als hij op de eerd komt en eier wie hij niet. Maar dat schijnt is, du en ik, wat Jezus werkelijk kan. Wie weten dat Jezus wie immer. Zoals de Bibeltag zegt, eier de geweld geschaffen wordt, wie Jezus al. En hij wordt verherrlicht met dezelfde herrlijkheid. Zodat es einfach een haan en teruggeven. De herrlijkheid wordt van voren naar Jezus komt. De jeft hij waar het terug naar voren. De ganze tijd op en doel, wanneer we deze 5 vers in de rij lezen. Dus wo ze einfach wanneer ze perfect eind zijn, dat wat we later nächste Mal studieren. Trotzdem verherrlichen sie sich jenseitig. En ze unterstützen sich jenseitig, de Vater en de Zoon. Amen. We kennen veel uit het leren, we worden nächste Mal wieder gaan. Van daar heb ik bloos dit ganz karte thema van zien, gebed je het Erradung. Jezus vangt aan te beden en beet dat hij kon het werk van Erradung voor zich merken. Nächste Mal waar we lezen van waar hij die beschützen wil, waar hij wil hebben dat u zeker bent, waar hij ons wil eindhan en waar hij wil voor ons, waar hij ons wil heilig merken en nog andere zaken meer. Maar van daar waar we dit bechecken, dit ene denk, Jezus checkt u nou dat hij wat Erradung voor zich merken, voor die en mij. Dat is Jezus zijn hart. En dat is ook dat hart van dien en mijn gebed, dat kan dat hart zijn. Betst u dat andere personen kunnen Jezus kennenleren? Kamst u in die gebed ver? Is dat een kampf wat u im gebed vieren is, dat de nächste kan de Erradung van Jezus Christus zijn? En ik geloof vele van ons kunnen ja zijn. En wanneer du niet ja zijn kannst, dan fang an te beten. Du hast bestimmt een Bruder, eine Schwester, ein Primo, en beten, ohne Abkehr für den. Wenn es Jesus steht, want hij had de laatste weken veel en rekelijk gezien. We hebben hier zoveel gebed en we hebben recordnummers van bekeringen. En dat is, wenn we beten dafür, wenn we een hart hebben, zoals Jezus, wenn we geloven eraan, dat Jezus zijn hart is, de bekering wichtig. En dan is het in mijn en dien gebed ook wichtig. Amen. We hebben opstonen. We hebben opstonen. En we hebben hem einfach dankzij zijn dat hij dit vrijwillig, dat hij een hart, een bedend hart, en dat Jezus voor die bedet en dat hij verrading bedet. Jezus is het wichtig, dat zijn herrading, dat zijn dood, wat hij voor die in mij gestorven is, dat die alle bekend wordt op de ganze wereld. En du en ik zijn zijn boodschaftstrouwen. We hebben een boodschap in ons nieuwe plan gekregen,
dat we kunnen aanbekend merken. En ook diesen Punkt, wat ik zei, dat eeuwige leven is niet bloos im Himmel aankomen, dat eeuwige leven is Jezus kennen te leren. Ik bid over ons, Jezus Christus, dat we die kennen, nur dat kennen leren. Laat ons die hart kennen leren. Laat ons die hartslag, die hartpuls kennen leren, dat we zo feilen, zo denken kennen, als du zijst. Dat schelen kan durch ons. Ik bid, Jezus Christus, dat we kunnen einfach diepe gemeenschap met die aan. En een werk en voort op de arbeid. Rede te jeden een van ons. Ik bid dat u kunt ons reden durch Bilder, durch Visionen, durch Träume, zoals du ons versprochen hast. En dat we deze Bilder en dat deze Sachen zu uns einfach kunnen stark reden en ons einfach den wahren einzigen Jesus kennenlernen lassen. Zoals Jake zijn boodschap werkt wie, wer ist es Jesus? Wer ist es Jesus? Wir können das niemals uitschappen. Wer ist es Jesus? Laat ons immer wieder een levendig Bild krijgen van die Jesus. En wie weten, du leefst. En du leefst so lang, dat du om krijt gestorven is voor die en mij. Dankzij Jesus, dat die leven zo onuitschapbaar is. Dankzij dat du Gott bist, dat du die Sehen Gottes bist. Dankzij dat du den Vrede gebracht hast, wat für immer du hast. Dankzij dat du die wahre Leib hier op Erden abgebracht hast, der Agape-Leib. En dat du diese Leib durch die en mij schelen kann. En ik bid, dat in deze Weg, wir können mit deze Leib ramgehen. Dat wir onze Brüder können leven zoals Jesus leven deed. En onze zusteren. Ik bid dat we kunnen sogar onze vrienden leven met deze Leib, wat Jesus ons die eerste geleefd heeft. Ik zie in jeder Familie, wat hier jähen wirklich ist. Ich bete auch für all unsere Familien, die nicht hier sind. Und besonders für die, die noch nicht die Radung haben. Und du kannst nu kriegst deine Nummern nennen. Bet für den. Für die Familienmitglieder, so Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Primo, Prima, Onkel, Tante, wer immer das ist. Wir beten und stehen im Gebet an. So als Jesus. Mit Jesus taub, dass diese können Jesus erkennen. Als dat nu durch dien, dat mijn Zeugnis ist, als dat durch das Wort Gottes Glück ist, durch ein Leid, durch was immer das ist, merkt die en bekannt, dass sie die kennenlernen und dass sie die wahre Radung in Jesus Christus kennenlernen. Wir wollen die loben, preisen, ich sehe jeder einer, wer von dir auch hier ist. Und dass wir den Sehen nicht bloß für uns holen, sondern dass wir immer diesen Sehen wirklich ausschätzen, alle wen, wo wir sind. Dat beten wir alle op in Jesus Christus in Namen und sagen Amen und Amen. Halleluja. Amen. So, wir sind hier nu vorig, hier verder, weil ich vreau dat de leiders aankomen en dat die willen voor die beden. Du kannst hier verder naar je bed komen, wat immer die Schwere am Hort weidet, kom die willen met die te beden, die een abrazo geven.